Heute Gratin anders, nämlich ein Risotto-Gratin, einen guten. Wir nehmen dafür verschiedene Gemüse, Risotto-Reis, gehackte Tomaten, Reibkäse, Creme, Olivenöl, Sherry und verschiedene stete Gewürze und ein bisschen Butter. Auf das bin ich gespannt, wie das schmeckt in mein Risotto rein. Ja, gut. Bis nachher. Bis nachher. Danke. Ciao. Bye bye. Gemüse habe ich geschnitten, etwa in gleichmäßige Größe Stücke. Ich mache zuerst Olivenöl in der Pfanne, ein bisschen getrocknete Zwiebel. Das gleiche mache ich auch in die andere Pfanne. Olivenöl. Hier werden wir das Risotto vorbereiten. Gefriergetrocknete Zwiebel. So kommunizieren sie sich miteinander, beide Sachen. Nachher kommen sie auch zusammen in den Ofen. Alle Gemüse zusammen in die Pfanne reintun. Lassen wir ein bisschen so. Gehe zu der zweiten Pfanne mit dem Risotto. Ich mache nicht so viel. Und hier zu den Gemüse kommen natürlich die Gewürze. Ich nehme hier Gemüsegewürz und ein bisschen Herdäpfelgewürz. Das darf nicht fehlen. Und mein liebster Steckhauspfeffer. Kurz rühren, Deckel drauf. Dann kann ich mich jetzt voll hier auf dem Reis konzentrieren. Mit ein bisschen Sherry ablöschen. Wow! Auch wieder ein bisschen runter hier. Ich habe hier heißes Wasser. Nehmen wir jetzt feine stete Gemüsebouillon. Weißwein oder der Sherry ist verdampft. Jetzt kann ich anfangen mit dem Bouillon übergießen. Dann schön rühren, bis der Bouillon wieder weg ist. Dann kommt nochmal Bouillon und so weiter und so fort, bis der Reis die richtige Konsistenz hat. Und dann werden wir alles zusammen montieren. Diese Zeit kann ich hier nochmal aufs Gemüse schauen. Es fängt schon an, gar zu werden. Dann machen wir ein bisschen für diese gehackte Tomaten. Einfach schön rühren, dass ich überall Tomaten habe. Decke ich nochmal zu und lasse wir weiter köcheln. Je mehr ich die Risotto hier rühre, desto sämmiger, so cremiger wird es auch. Gemüse stelle ich mal ab. Ich kann hier nur mit der Temperatur weiter köcheln. Nochmal ein bisschen Bouillon. Dann schön rühren, Butter rein und Rahm. Jetzt noch am Schluss. Was ich hier auch schon gemacht habe in der Zwischenzeit, ich habe den Ofen eingeschaltet bei 180 Grad. Dank auch Butter, sieht schon wie ein Risotto aus, aber der kommt eben noch in den Ofen. Und das machen wir jetzt. Also ich mache unten ein bisschen von diesem Gemüse, mehr oder weniger, dass man quasi Soße hat und nicht so festklebt. Und jetzt verteile ich den Risotto hier drauf. Sehr cremig, überall verteilen. Wenn man gern hat, kommt jetzt der Käse und dann verteilen wir die schöne Gemüse-Ragout hier oben drauf. Jetzt ein bisschen so schütteln, klopfen, ein bisschen Käse oben drauf. Man kann nachher noch auf dem Teller mehr Käse, wenn man will. Macht das in den Ofen. Wie es aussieht, ist es schon gut. Hole den Stedis und probiere. Kann auch noch ein bisschen abkühlen, dass wir nicht gleich die Schnorren verbrennen. Gute miteinander. Ich nehme gerade den Käse da. Ja, ich auch, denke gern. Es ist heiß, gell? Aufpassen. Schon wieder fein? Sehr. Der Sherry gibt so einen... Ja, wobei mit Weißwein wäre auch gut. Ja, aber Weisswein kennt man. Hast du sehr gut gemacht. Danke vielmals. Liken da unten, teilen und bis nächstes Mal. Danke. Tschüss. Ciao.